Marius, wat is het? Goed. Wat is het? Goed, mooi bien. Ja, mij verder dat je hier alle bent, dat je wakker bent en dat je hartje doen. So, vandaag gaan we wieder naar, zoals Pastor Jacob al zei, de tweede boodschap van onze series van Schutztiening. Voor we in de boodschap gaan, ik wil vragen of alle hoop beden doen. God, ik dank je dat u met ons bent. Heer Jezus, ik dank je dat u in ons bent. Dat u tot ons reden bent, sterk in woord. En ik bid dat deze tijd, wat we nu opnemen van deze morgen, dat we een tijd zijn, waar u reden wordt en waar we harken worden. Merk onze harten op. Bid je in irgendwo wat dazwischen komen wil, van dat we die boodschap kunnen opnemen. En dat we worden veranderd worden, door verschillende dingen, wens die woord leert ons, waarreich te denken. Ik bid het in die heilige naam Jezus. Amen. Amen. Schutztiening. So wat is een schutztien? Voor die van jullie wordt hier niet weer een laatste week. Dit is een schutztien. En zo dit is een tien waar we manchmal zijn, beziehen weg. Dit is zwischen twee wegen. En dit tien is door hergesteld, ons te beschützen. Ons te beschützen. En zo, wat is een schutztien? Een schutztien is een tien dat je merkt, als voort je weg te houden van gefährliche steden. Van gefährliche steden. En zo we zien dort, er zijn maar wie 3 steden, wo wir in Schutztien fing. Maar wie 3 steden op de weg. Eén is even een brug. So hier kan je zijn aan beide brug, hier is een Schutztien. Dit beschützt die voort ja van gefährliche steden. Want die voort wordt hier zo even voor en dat wordt gefährlich zijn. En zo een Schutztien is doorgesteld, om die voort ja beschützen. En zo die zijn op bruggen hergesteld, wenn dit voor de weg schmaler wordt. En dit wordt door niet margen als voor error. Dit wordt, wanneer je op einmal bezieht den weg voor, dan is het uit. Wanneer we op een weg voor, je weet niet, wanneer we een klein beetje bezieht den weg voor, dat is nog niet voor alles uit, wenn es durch ihr, durch een Schiller bezieht den weg. Hier zo is het wichtig, dat we krijg op een weg blijven. Zo die zaten door een Schutztien gaan. Nog een area, wo wir Schutztien zijn, is krijgt es dit. Hier vorne die voort ja Dissensweg, door zo komen ze van dort. Er krijg omgedraaid. En zo, dit wordt voort ja zich treffen doen en dicht op voren doen, jenen en boezig. En zo is het wichtig dat er een Schutztien is, om die voort ja uiteenhouden. Eine zijde van de andere zijde. Dat is een gefährliche stad, door zat ze een Schutztien aan, om beschützen. En zo naar een area, wo we dat zijn, is Ram Eiken. Hier is een Eik. Hier haben sie einen Schutztien gesagt, da wenn einer auf einmal schlupen dat, oder da nicht haben wird, da einer nicht klick uitfährt. Wenn es mir ladet, so du es bleibt, so du will einer nicht hanfahren. Wenn du würde pinig rauf gehen. Und so du stellen sie einen Schutztien ab. Right? So hauptsächlich diese 3 Areas, wo wir Schutztiening sein tun. Und so, noch ein Ding, wo wir merken, da ist dort, stellen sie einen Schutztien ab, und diese sieht, van de gefährliche stad. In onderwijs hier op dit beeld kan we dat fan zijn. Hier wordt nog goed tevoren. Hier wordt nog goed tevoren, wordt niet voor alles uit zijn. Wanneer einer eerst hier zo komt, dat voor de trouble werkelijk is, dit voor de je voor is, so dan zat we den tunnel hier zo gaan, dat wil verzekeren niet bij dort komen. Wanneer we hier zo worden voren, wordt nog goed, wordt nog niet voor alles uit zijn. Maar wenn we den tunnel wieder terug zaten, um die Fort ja beschützen von der gefährlichen Städten. Und so die Idee mit dem Schutztün ist dort, wenn die Fort hier so in diesen Tünen fort, dort wird die werden ja weiter, als wenn der hier so nennen fort. Dort wo sie den Tün durch sagen. Die Idee ist dort wird uns wenn ja Schuden tun, wenn wir jen den Tün fahren, als wenn wir über die Kant fahren. Dat is hoe we een Schutztun is. En zo we zeggen, wo we den Idee nicht mal in ons leven nemen, en in andere areas in ons leven een Schutztun hanzaten. Wenn es die Idee ist, wenn wir een Tun hanzaten doen, en ik jen die Tun voor, dan wordt mir nicht so viel Schuden doen, als wenn ik über die Kant voor. En zo dat is wat een Schutztun is. En zo wie zijn, een Schutztun is een persoonlijke weg van leven, die in die gewissen nen geplant is.
So het is wichtig dat er aan ons gewassen nangeplant is. En so ik wil junt moutmerken en mezelf, even de nächste som werk, dat we willen in ons leven schutztiening opstellen. We willen tiening opstellen, wat ons terughouden doen van de kant. Dat we niet eeuwig gaan. En dan willen we deze tuin en ons gewassen planten, zodat wanneer ik op eenmaal in deze tuin kom, dat mijn gewassen dan rood dacht. Dat mijn gewassen dan zegt, hey, pas op, hou stil, niet wieder. Ik zijn wel bloos bij deze tuin gaan, so ik kan dus nog geen zin. Ik zijn nog niet over de kant. Maar het is beter, wanneer mijn gewassen al nu hier zo zegt, hou stil, als wanneer ik een beetje wieder, en een beetje wieder, een beetje wieder, en ik weet niet hoe de kant is, en op eenmaal, oh, zijn ik even. So het is wichtig dat we een tuin opstellen, hier zo. Dan houden we ons terug van de gefährlichen steden im Leben. Ons gevoel manchmal als Christen is dat we vragen ons zelfs, hoe weit kan ik gaan voor dat zin is? Hoe dichtbij kan ik komen voor dat zin is? En dan op eenmaal komen we er nog dichtbij en op eenmaal vergelijken we ons en dan zijn we even. En zo ik moet verstellen, waar we wijs zijn, zoals we laatste zin nog zagen, waar we ons vragen, wo wie träg soll ich mein Tun hansaten, zu mich von der Kant weichhalten. En steht fragen, was können wir alle tun? Wo wie können wir gehen? En steht sein, wenn wir den Tun hier so hansaten, wenn es dort hält mich von der Kant weich. En so das wo wir diese nächste Samwerk werden von reden. En ich würde verschluen, dass die Dinge in uns leben, wo uns das tollste Leid tun, wenn wir terugkijken en zeggen, wanneer ik bloos kan dort waar doen, of wanneer ik dort kan terugnemen, of wanneer ik dort kan aflassen. Die Dinge würden goedmelig nicht passiert sein, wenn wir in den Area einen Schutztun gehabt. Goedmelig. Ich zei dit in mijn innerlijk leven, en ik heb Ihnen verschiedene Geschichten verteld, aber eine Geschichte ist von Geld in mijn leven. Ich habe Ihnen manchmal vertelt, aber als wir jung befreit werden, wir hatten nicht gute Schutztiening in uns Leben wegen Geld. Und so, wir hatten diese Anstellung dort, Typ von dir und betul Marien. Typ von dir und betul Marien. Das ist sein Interesse. Und so, das ist die Anstellung, die wir hatten. Ich will dort nu und ich will Marien betulen. Aber wenn dort uitgläst, die soort denken, dann auf einmal wachst du ab ein Tag und bist bei hier in Schuld. Wenn du hast so viel gekauft, so viel, was du Marien wirst betun, auf einmal bist du ein Lochbahn. Und so, wenn wir heute zu den Jahren in Schutztun abgestellt, nicht ganz hier auf der Eich, aber hier so ein bisschen wieder träg, etwa nicht wieder gehen steht, dann wird wir niemals in den Loch näher kommen. Wir haben Schutztun. Von der, weil wir reden, die Botschaft heißt sich ran weich. Ran weich. Und das Szenario, wo ich würde sein, war nicht die ganz wichtigste, eine von den ganz wichtigsten Areas in uns Leben, wo wir sollen Schutz tun, hansaten. Das Szenario, wo wir uns lohnt, sollen Schutz tun, hansaten. Wie sein in uns lohnt, wenn wir würden dit nu leben, wo wir von der wollen von reden, wenn wir aus Land, aus Mexiko würden von dit reden, wir würden uns hunderte Millionen Peso dit Jahr sparen. Aus Land. Uns kommt aus Land sehr dir, dass wir in diesem Area nicht Schutztiening haben. Wenn wir in diesem Area Schutztiening haben, dann uns, in uns persönliches Leben, wir wollen viel mehr Frieden haben, wir wollen Frieden haben, wir wollen weniger Trubel haben, wir wollen weniger Weidel haben, wenn wir bloß Schutztiening abstellen und die Brücken tun. Wenn wir in Schutztun wollen abstellen in diesem Area, unsere Familien wollen gesünder sein. Unsere Ehe wollen besser sein. Unsere Kinder wollen schaffer sein. Man, nu wunderen je al, wat gaan we nu doen? Dat wil ik all die dingen.
Schutztiening in diesen Area. Ich rede von unseren Area von sexuelles Leben. Der hat von dit geredet. Ran war ich. Wir wollen sein, was die Bibel sagt. Aber wenn wir Schutztiening haben in diesen Area, uns lohnt wird hunderte Millionen Peso das Jahr sparen. Wo? Wenn Mexiko als eine Gruppe von Ländern von 35 Ländern. Und die sagen, das sind mehrere Gruppen, aber das ist eine Gruppe. Und so 35 Länder in der Welt. Und die sagen, das sind von den reichsten in den 35 Ländern in der Welt. Mexiko ist der ganz wingerste. Aber die sind da. Und von den 35 Ländern, Mexiko hat die höchste Nummer von Miales, was Jugend sind, was Babys haben. Ganz höchste. Uns lohnt. Wo passiert dort? Nu denk daran, wie viel glaubt ihr kostet uns dort aus lohnt, zum die Miales, viele von die haben nicht viel Geld, sie können das nicht betun, die Baby haben. Denk mal an, wie viel Kosten jetzt dort für uns aus lohnt, dort so viel Miales sind, wo Babys haben, wenn die 13, 14, 15 Jahre alt sind. Uns kostet hunderte Millionen Peso das Jahr, für die Miales abpassen. Und ich sage nicht, dass wir das nicht sollen tun, ich sage nicht, dass wir das sollen rutschmieten, das nicht. Aber wo würde es sein, wenn die Jungs, was mit dem Miales sind gewesen, erstens, und an dem Miales, wurden Schutztun haben abgestellt und gesagt, ich will hier nicht vorbeikommen, wenn du es nicht kannst. Wo würde das sein? Da würde uns es lohnt, sehr gut sein, wenn wir alle würden an das denken. Weißt ihr, in meiner Familie, ich kann mein Dad seine Geschichte und seine Papa, aber meine Großpapa, hat nicht Schutztiening in diesen Area. Und ich will ihn nicht verachten. Aber das ist die Wahrheit. Hat nicht Schutztiening in diesen Area. 3 verschiedene Familien. Und die Weide, was dort braucht, und all die Familien nennen, das ist nicht verholfen. Grote Weide, wo wen? Kein Schutz tun. Kein Schutz tun. Ich sage dort, mir jankert dort, ich nehme dort. Kein Schutz tun. Und so, wie wollen von der sein? Wollt ja wie Schutztiening in diesen Area abstellen, uns trägt zu halten von der Kant. Wir wollten dort in jeder Area, wo wir gedreven worden, oder in jeder Area, wo wir ein Verlangen haben, ist dort wichtig, dass wir durch in Schutztun haben sollten. Und so Eden, wir haben Verlangen zum Eden. Dort ist wichtig, dass wir durch ein Tun haben sollten, dass wir wollen gesund eten. Schutztun. Und so in diesen Area, Gott hat uns gemerkt, mit einem Verlangen, dort ist wichtig, dass wir einen Schutztun abstellen, um uns beschützen von den gefährlichen Städten. So von der checken wir eine ran weich. Und wir wollen sagen, was sagt die Bibel über das? Und so, wir wollen zum Forschen nur checken. Und diese Forschen, die hören sich manchmal ein bisschen extrem. Die hören sich ein bisschen so, ja, dort hielt sich vielleicht gut, aber dort leben, das ist ein bisschen extrem. Das ist ein bisschen wie Eva-Geschuten, glauben wir manchmal. Aber ich würde feststellen, dort, diesen Forsch ist nicht extrem. Und die Ursache, für wen ich dort sei, ist, wenn es in meiner Arbeit in der Kirche handeln wir mit Menschen, die weiter haben in diesen Area. Eigentlich, wir haben viel weiter. Wir haben uns Leben in diesen Area. Und so, wir weiten von was wir reden. Wir weiten, dass es wichtig ist, dass es nötig ist und dass es nutzbar ist, in Schutztun abzustellen in diesen Area, wenn wir wollen uns von viel Schuden bewahren. Und so, wenn wir in der Bibel nennen, checken 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 18. Hier sagt Paulus, randweich. Das ist von wo der Titel kommt. Randweich von alle Hurerie. Randweich. So ist nicht, dass er sagt, pass auf. Oder prüf, dass ihr nicht zu viel in das Nein kommt. Oder hoffentlich kommt ihr nicht in das Nein. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, randweich. Als ich ein Jugendjung wird, dann hat ich einen Freund, er los diesen Farsch. Und er hat sich entschädelt, er würde es ausleben. Und ein Tag sind wir Sonntag taub und wir waren dann auch Novios, meine Frau und er hat seine Novia.
Und wir sind dort taub und auf einmal sagt das junge Rand mich vorbei. Was geht hier an? Luther redet mit einem und sagt, die Bibel sagt, Rand weich. Rand weich, und das kriegt, wo er deed. Rand weich von alle Hurerie. Und so, dit is niet bloos een goede idee. Paulus jeft ons dit niet bloos als een goede idee. Hij zegt rand weich. Und dit wo wir sollen an diesem Thema von sexuelles Leben nun kicken. Und das von was er hier redet, von alle Hurerie. Er sagt, rand weich von dit. Und some von euch würden hier vielleicht glauben, man, ich sage seine Frau dort, mein Mann dit hier, oder dort meine Frau dit hier, oder dort Jana dit hier. Aber ich will von der jeder ein von ihnen reden. Rand weich von Hurerie. Uns fehlt ein Schutztun, hier so abzustellen, dass wir nicht über die Kont gehen. Und diesen Area ist sehr wichtig. Kijk rum uns und was in der Welt angeht, was hier in onze Gegend angeht, von diesem Thema, dort zum Stehen. Wofür weiter? Rand weich. Gott wisst all, 2000 Jahre trägt, dort uns wird von der fehlen, dit zu weiten. So dann seht ihr dort in seinem Buch, rand weich. Weet je, wenn wir in de Welt kijken rum uns, die Welt, die lockt uns naar de kant. Die Welt, die lockt uns so dicht als möglich. Und wenn wir dann auf einmal überglappen, dann sollen drehen sie ihren Regen. Was mit denen auch? Wo wir einfach so tun. Denk mal an und kijk diese 13, 14, 15 Jahre schon mal alles. Die Welt, die lockt uns naar dit. Guten Fort mal, mal, und dann kijkt, wo sind die Bilder abgestellt, wo in diese 13, 14 und 15 Jahre schon alles reden? Wo sind die Bilder abgestellt? Wo sollen sie sich antragen? Wovon leben sollen sie haben? Sie sollen sich ganz abstrom. Sie sollen sich antragen, ob so ein Weg dort antragend lädt. Die Welt stellt das ganze Ding ab, die lockt ihn durch an der Kant, und dann auf einmal ist ein von denen durch Eva gefallen, und dann drehen wir uns Regen und sagen, was hast du getan? Was mit dir artig? Oder was mit ihrer Familie artig? Was von einer sehr schlechten Familie kommen? Well, vielleicht kommt sie von der schlechten Familie, aber vielleicht kommt sie von der guten Familie, wo keinen Schutztun hat. Kann sein. Bloß wenn es so durch Eva gefallen ist, meint nicht dort alles ut ist mit oder ihrer Familie. Vielleicht haben sie bloß nicht in Weisheit gelebt und nicht den Tun hier gesagt. Und dann auf einmal, wenn wir zu dich ohne Konten sind, irgendein von uns konnte Eva fallen. Das ist nicht, dass wir so gut sind, nur wo wir hier nicht Eva fallen. Irgendwer kann, wenn die zu dich ohne Konten kommen. Und dazu werden wir diesen Series durchgehen. Wo wir uns tun haben, sagen, um uns zurückhalten von der Konten. Männer, je weiten das auch. Der redet laatst von das, aber die Welt, die lockt uns. Irgendwo, wo wir kicken, irgendwo, wo sie verkaufen, die Welt lockt. Und so ist es wichtig, dass wir einen Schutz tun, abstellen. Und ich rede diese Weg mit einem Mann, und er sagt, wo er dalstet mit kämpfen dort, es war noch ein Facebook wird. Und so, ich sage nicht jeden Facebook, aber ich glaube, das ist viel schlechter durch manch. Wir müssen einen Schutz tun, abstellen, dass wir nicht dich und die Kant kommen. Rand weich von alle Hurerie. Er sagt hier, dass alle Sünden, die ein Mensch tät, sind Büter sein Körper. Wer aber Hurerie trifft, sündigt ohne seinen inneren Körper. Und so, ich war nicht ganz deep in das nennen, der redet von das Latz, aber die Idee hier ist, dass der Sinn, was wir tun in diesem Area, ist deeper, auf welche Weise als andere Sünden, was wir tun. In anderen Worten, da wird uns Dollar schulden. Er sagt dir dort hier ganz klar. Und so, das ist nicht, dass wir nicht wollen in andere Sünden leben, aber das ist ein besonders gefährlicher Area. Den Area von unserer Sexualität und wo wir mit dort umgehen. Das ist wichtig, dass wir einen Schutz tun, abstellen. Und so, der redet von der Meier und Weisheit von Deus, wenn wir wollen, trägen die Botschaften kehren. Aber es ist wichtig, dass wir den Schutz tun haben. Und für uns als Christen all viel wichtiger und noch wichtiger als irgendwas System. Und das wird uns hier nächstes sein. Er sagt, aber weißt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in euch wohnt, in dem ihr von Gott habt. Weißt ihr nicht, sagt er, weißt ihr, du wären Menschen in der korinthischen Kirche, sie wüssten nicht.
Kus zijn met wo zij leven deiden. En zo zij kwamen van de Kultur rüt, wo zij een Tempel hadden. En wanneer zij naar den Tempel gingen, om ihre Götter aanbeten, dann wären du hierin, in den Tempel, en daar weer alles Port von ihren Gottesdienst, von ihrer Aanbeterie. Sehr verdreht. En zo zij wissen dit niet alle, wo diep dit wird en wo aardig dit wird. Paulus zegt, weet je niet? Weet je niet? Dat is mijn vraag voor jullie vandaag. Weet je niet? Dat de Heilige Geest in jullie woont, in jullie Körper woont. Wir können hem vielleicht nicht sein mit unseren Augen, aber der Heilige Geest wohnt in jeder ein von uns, der in Christ ist. Wenn wir an Gott glauben, er kommt mit seinem Heiligen Geist und plant sein Heiliger Geist in uns nein. Er rät uns, der Glauben, gibt uns den Heiligen Geist und sagt, hier, nimm Port von meinem Heiligen Geist, ich sag den in die nein, nu brug den Heiligen Geest, wo je leert von den Heiligen Geest, da wird der Heilige Geest die sagt. Das ist was Gott tut. Er hat den Heiligen Geist in uns sagen. Weet je nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist? Der in ihn wohnt, der ihn von Gott gekriegt hat? Je ihnen selbst nicht. Je sind für einen dearen Preis gekauft. Hier ist ein Vers, was some von uns vielleicht nicht so ergleichen tun. Er sagt hier ganz klar, wir sind nicht uns ihnen wert. Wir können uns nicht fair sein in was immer wir wollen. Wir ihnen uns selbst nicht. Na, was meist? Na, der Heilige Geist ist in uns. Wenn wir in Glauben Jesus annehmen, dann sei wie Jesus, komm in mein Leben nennen und sie Haar über mein Leben. Was ist ein Haar? In ihn immer. Wie sagen Jesus, wenn wir ihn annehmen, komm und sieh mein Indäumer. Kommen Sie mein Lehrer. Kommen Sie mein König. Kommen mein Leben nennen und leid mich. Das ist, was er meint. Wenn wir dort sein dann. Nu ihn wir uns nicht selbst mehr. Nu ihn Gott uns. Er sagt sein Heiliger Geist an uns nennen. Zum uns leiden. Er sagt, ihr seid für einen dearen Preis gekauft. Weißt du, wie viel wert du bist? Du bist genug wert, dass Gott von Himmel raufkam und für dich starb. Das ist wunderbar. Manchmal verreden wir uns selbst, wenn ich erhebt wird. Du bist genug wert, dass Gott dort sein Leben kostet, die loszukaufen. Er sagt, ihr seid einen dearen Preis gekauft. Den dearen Preis ist Jesus an Kreuz. Das ist der Preis, was du wert bist. Er sagt, Jesus kam rauf. Er lebt für dich. Er starb für dich. Er stand ab für dich. Das, was du wert bist. Du bist von dir im Preis gekauft und so dienst die selbst nicht. Der Heilige Geist ist in uns näher sagt, uns zu leiden, uns zu führen. Wir ihnen uns selbst nicht. Wir sind für einen dearen Preis gekauft. Und dann sagt er hier wieder, du wen? Wenn's ihnen selbst nicht ihnen, wenn's Gott ihnen von dir Preis gekauft hat, du wen verherrlicht Gott mit ihnen Körper. Du wen. Der Heilige Geist wohnt an uns. Er ist uns in immer. Du wen verherrlicht Gott mit ihnen Körper. Und so hier sagt er uns, wenn der Wort hat, was er uns gut sagt, nu, das ist wie leben sollen. Das ist, wo wir das ausleben können. Verherrlicht Gott mit ihnen Körper. En zo dat geeft ons een vrouw. Dat geeft ik en du een vrouw. Waar ik God verherrlichen met mijn körper. Dat is de vrouw van ons alle vandaag. Waar ik God verherrlichen met mijn körper. Wanneer God mijn indiener is. En wanneer zijn Heilige Geest aan mij is. En du denkt is wat hem niet verherrlichen wordt. Dan wil ik dat niet doen met mijn körper. Ik wil niet naar een stad gaan gaan wat hem niet verherrlichen deed. Ik wil niet dingen checken, wat hem niet verherrlichen doen. Ik wil niet dingen denken, wat hem niet verherrlichen doen. Hoe wen? Wens hij is mijn indiener. Hij is mijn radar. Hij is mijn leider. De Heilige Geest is aan mij ben. En zo ik wil weggaan. Rand weg van alle hoererie. De Bibel zegt op de onderste, dat zal niet mal zo looten, zoals wanneer du hoererie erst maakt. In
in andere Welt, dit is een area wo die Bibel sagt, stell den tun hier so aan, wie te trägt van de kant. En zo van daar hebben we een paar lessen hastig doorgegaan van hoe we dit kunnen uitleven. Hoe kunnen we nu grens opstellen, schutztiening opstellen in ons leven. En ik wil 2 lessen opmerken, ik had 2 lessen hieruit. En zo, een is voor bevriende mensen en een is voor onbevriende mensen. Het is een beetje verschillend wat het is. En zo, voor de bevriende mensen, het eerste ding. Schutztien voor die. Niet met een andere vrije man alleen met voren. Okay? Du bent bevrijd, niet met een andere vrije man, wat niet die partner is, alleen met voren. Ergens voor de verlenging weg, met een voertuig, niet het doen. Voor ween? Wenn je merkt, deren op, dan komt je een beetje dichter aan deze kant. Een beetje dichter. En zo we worden zeggen, nee, ik wil een tune hier zo gaan zetten. Ik wil niet met somebody else met voren, wat niet mijn vrouw is. Nu, claro, ik red hier niet van vriendschap. Ik hoop dat zelfverständlich. Maar eens, ik wil niet een andere vrouw metnemen, of ik wil niet met haar metvoeren. Zo hoe leven we dit uit? Nou, ik en Debbie, we hebben some babysitters, wat niet ons vriendschap zijn. We hebben ook some wat ons vriendschap zijn. Maar we hebben some wat niet ons vriendschap zijn, zo ik wil die niet alleen naar huis vieren, zo overs. Of ik wil die niet alleen oppikken. Hoe ween? Schutz doen. Ik wil wegblijven van die kant. En ik wil ook wegblijven van een ding wat erg laat. Even wanneer het niet erg is. En zo, niet met een andere man of vrouw alleen met voren. Tweede ding is, niet met een andere vrouw of man alleen eten. Niet met gaan met somebody else. Niet in een restaurant treffen, een man, een vrouw wat niet bevrijd zijn. Wanneer een van die bevrijd is. Dat is een ding wat we niet zullen doen. En we willen een beetje zijn, hoe we dat wichtig is. Maar bloß ein Ding kostet bemerken hier. Wann wir taub eten doen mit Menschen, dort bingt uns taub. Dort wollen wir dort in die kleine Gruppen näher tun haben. Wenn es ein gutes Ding, dort können sagen, gutes Ding sein, weil wir Gemeinschaft haben. Aber in befrieder Monat früh mit einer anderen Monat früh, können vielleicht auch befriedet sein, das ist nicht gesund. Wenn sie bühen durch Gemeinschaft. Noch ein Ding, nicht eine Schmacke früh annehmen, willst du erhalten was. Nicht eine Schmacke früh annehmen, willst du erhalten was. Ich glaube, wir weten von wo ich rede. Aber manchmal kommt da eine Gelegenheit ab, wo wir in der Businesswelt schaffen und Menschen annehmen. Meistens ist das Mana hier so rum. Aber wir haben die Gelegenheit, somebody anzunehmen. Vielleicht eine junge Frau, eine Schmacke Frau, hat vielleicht ein kleines Kind. Und der Mann, was sie mit ist oder mit wird, der verlässt und er behandelt schlecht und jaft Trouble und fehlt nu halt mit dem kleinen Kind. En wie haben nu de gelegenheid door aan te komen haar te rescuing? Ik wil het niet doen. Ik ben een prediger en zo ik geloof dat het wichtig is dat we mensen helpen doen. Verstoot me niet erg. Dat is wichtig dat we mensen helpen doen. Jeder persoon wat hulp fehlt, zal hulp vinden. Maar du bist niet de persoon die jeder mens helpen. Du bist niet. En zo dat wijsheid, wanneer we den Schutz doen, hier zo opstellen. Dat we van die kant wegblijven doen. Wanneer du zo'n kasso aanwascht, dan vielleicht kostet je somebody else kan die helpen. Maar het is niet op te ons om jeder mens helpen. En wanneer we weten dat we schwach zijn in een westen area, werden we ons Schutz tun hier zo opstellen. Nog een ding, niet met een andere früher man van diepe persoonlijke zaken vertellen. Dit is zo wichtig. Dit is hoe het meest einmal aanvangt. En weet je hoe we van deze dingen vertellen doen? Wanneer we taub eten. En zodat het zo wichtig is dat we niet taub eten doen met een andere man of vrouw. Dit is waar, vele van jullie weten mijn geschichte. Dit is een schutz doen wat ik niet had in mijn leven. En dit is wat mij de opmerkt om doorheen komen waar ik moet gaan komen. Hoe wen? Geen schutz doen in deze area. En dit is ook een van de schwaarste. Besonders even voor predikers, wenn mensen vrouwen een hulp en wel een hulp. En zo hoe merken we dat doen. En zo, dat is wichtig dat we in deze area dat denken, dat beten. En aber niet van diepe persoonlijke zaken vertellen met een andere man of vrouw, wat niet die partner is, alleen. En zo wat we manchmal doen is, entweder Debbie wordt met de vrouw vertellen, of we worden bed taub
mit einer Frau vertellen, wann halb fehlt. Aber nicht mir allein. Und Dad hat diesen Schutz tun für uns selbst auch. Und wir haben alle als Pastores. Und so, wir wollen das beschützen. Wenn wir uns aufmerken und von deinen persönlichen Dingen vertellen, dann fangen wir uns an, taub zu bringen. Intimacy. Dann jaft dort fangen wir an, taub zu bringen auf einen ungesunden Weg. Wir wollen von der Weg bleiben. Wir wollen nicht mal dich beikommen. Noch ein Ding. Wenn du fühlst, dass dein Hort nach einem anderen früher Mann getrocken wird, sei wem dort. Sei wem dort. Förderte Lut es. Ein christlicher Freund, Bruder oder Schwester, sei wem dort. Braucht nicht unbedingt dein Partner sein, dein Ehepartner. Aber sei wem dort. Ich hatte mal einen Mann, der kam zu mir und er sagte mir, ich kämpfe mit das. Ich weiß nicht, was hier angeht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich will das nicht, aber ich kämpfe mit das. Und so ich bete mit ihm, ich rede mit ihm und ich finde ihm, und wie schaffen das durch. Und er wird 100% frei von das. Weil die Bibel lehrt uns dort Sinn, Wurst und Düsternis. Sinn, Wurst und Düsternis. So wollt ihr bastet mit Sinn handeln, Licht abdachen. Dazu, wenn das so wichtig ist. Wenn du fühlst, dass dein Hort, wo er getragen wird, sei wem dort. Somebody, what die wird helfen, trägt zu nehmen von der Kant. Somebody, what die wird helfen, trägt zu kommen in eine sichere Stadt, wenn du besser in eine gefährliche Stadt. So, das sind Dinge, wo wir als befreite Menschen brücken können, wo wir leben können, um uns weichholen von der Kant. Und dann, wenn die nicht befreit sind, bring deine Uhren zu. Was kann ich das sagen? Na, das ist ein Joke. Aber manchmal, wenn wir jung sind, nicht befreit, wir fühlen uns, was in der Welt kann ich tun mit das, ich habe so einen Kampf mit das. Bring deine Uhren zu. That's just a joke. Brück die Schutztiening für befreite Menschen, wann du mit befreite Menschen bist. Okay, so du bist nicht befreit. Du handelst aber mit befreite Menschen. Brück die selbst Schutztiening, wo wir gut evaluieren für befreite Menschen. Und dort wird dein Schutz tun sein. So, ich will nicht mit einem Befrieder allein taub wohin fahren. Ich will nicht mit einem Befrieder allein eten. Und die verschiedenen Dinge, die wir durchgehen. So, das ist ein Schutz tun, wo die noch nicht befreit sind, wo die brücken können in ihrem Leben, um ihn weichholen von der Kant. Und so denk daran, wo wirst du hin, dort ein Tag, wenn die befreit wirst, dort eine andere Person, die nicht befreit ist, wo sie mit deinen Männern früh handeln. Wo wirst du hin, dort die handeln tun? Denk du nu an, dass dieses dort mit befreiten Menschen handeln ist. Wo die Schluter wählen haben, wo andere mit den Partner handeln tun. Und so, wir sollten den tun all hier so haben. Wir wollen nicht dich an den Kant kommen. Unbefriede, die sind vielleicht Novios, nicht in Top durchleihen. Und ich rede hier nicht bloß von einem Bad. Das ist obvious. Aber nicht in Top durchleihen auf dem Trampolin. Nicht in Top durchleihen auf scheinend grünet groß. Nicht in Top durchleihen auf der Bank. Wo wen? Wir wollen den Schutz tun, hier so haben sagen. So, du hast vielleicht einen Girlfriend oder einen Boyfriend, nicht in Top durchleihen. Die merken, dass der übt für Versicherung und der kommt, als nur sagt, glücklich, wenn einer dich bekommt. Noch ein Ding, nicht taub in ein Haus schlupen. Und ich meine nicht mal in het zelfde Bad, ich meine bloß nicht in het zelfde Haus. Taub schlupen. Das ist ein Schutz tun, wo wir würden können abstellen. Und das ist ein Ding, wo ich wundere mich manchmal, wo viel von das man ganz als Teacher völlig ist. Und so, das ist ein Ding, wo ich glaube, wir nicht sollen tun. Ich kicke mal ein Movie, und vielleicht sollen wir das tun, so steht. Du werden ein Boyfriend und Girlfriend, und sie fahren ihre Eltern in ihren Haus. Und sie bleiben nur von der Weg. Und so, die Mial, ihre Papa, schlaft taub in ein Bad mit den Jungen. So, vielleicht würde es sein, wenn ihr das dort tun. No, das würde ein bisschen unmöglich sein. Nicht taub in ein Haus schlupen. Fingen Freunde, wo die Kosten nachbleiben, wenn du jung bist. Oder ein Motel. Oder ein Chor. Kosten den Chor schlupen. Aber nicht taub in ein Haus. Das ist bloß ein Schutz tun. Es ist nicht dort Sinn ist, wenn ihr nicht selbst das Haus taub schlupen, du bist dort und sollst du nicht mal in der selben Stube, das ist nicht dort Sinn ist. Aber es ist ein Schutz tun.
Wir wollen von der Kant weich bleiben. Jo? Noch ein Ding, für Unbefrieden. Vielleicht soll ihr mal ein Jahr ohne Partner sein. Some von uns sind in so einen Zyklus gekommen, was nicht gesund ist, mit wo je Dating tun. Some von uns haben vielleicht viele verschiedene Partner. Einmal dieser, und dann schafft das nicht, dann einmal dieser, und schafft das nicht. Oder vielleicht seid ihr in so einer Relationship, wo das erwartet ist, dass ihr Sex habt. Vielleicht hast du dann Zeit, wo du sagst, ich will mal ein Jahr aufnehmen, ich will mal keinen Partner haben von einem ganzen Jahr, und ich will mich mal lernen, daran denken über diese Sache. Römer 12 sagt, dass wir sollen verändert worden, wir sollen anders denken lernen. Manchmal ist das ein sehr gesundes Ding, in Schutz tun. Ich bin so verdreht in meine Gedanken, dass mir fehlt mal trägt zu stoppen. Das ist ganz gut, das ist ganz okay. Das ist nicht mehr artig. Und ich würde dir sagen, in den Jahr, wo du trägst stoppen das, nimm some Zeit und studiere die Bibel, über was die Bibel sagt, was von morgen soll wir sein, was von der Früh sollen wir sein. Wo wir dort studieren? Wenn es dann, wo ich lernen, was von Person soll ich sein, von meinem Partner. Was von Partner sehe ich. Stopp mal ein Betrag von der Kant und sage, ich will mal für ein Jahr und mich selbst schaffen, dass ich gesund war. Weet je, wie zijn dit in onze premarital klassen? En dat zegt es dit. Ne Ehe, Gott sagt, wenn wir uns befreit haben, dann sind wir eint. So eint mal eint ist eint. Ein Mann, eine Frau, ihr habt eine Ehe. Eint mal eint ist eint. Aber wenn wir in der Ehe hinkommen und wir krank sind, dann würde es mit so sein, als wenn wir Hof sind. Und so, wenn wir dann Hof sind, even wenn unser Partner ganz gesund ist, unsere Ehe ist nicht gesund. Einmal Hof ist Hof. Ist nicht eint. Das hilft nicht eine Fort, die gesunde Ehe, wenn wir krank in eine Ehe kommen. Was ich meine, ist, wenn wir an euch denken. Wenn wir zwei kranke Menschen haben, dann hilft es ein Viertel. Was euer? Da wird euer entsteht besser. Die Bibel sagt, wir können ein blinder Mensch, ein anderer blinder Mensch leiden. Wenn wir denken und uns befreien, und Reutmerken für befreien, dann so wie uns denken, ich will eine gesunde Person sein. Dort ich kann ein gesunder Partner sein. Dort ich kann ein gesunder Partner haben. Dort wir können eine gesunde Ehe haben. Denk an dich selbst, dass du gesund bist. Und so manchmal, als es Zeit, dass wir ein bisschen stoppen von Dating und sagen, ich will mal ein Jahr nehmen und mich selbst gesund machen. Und dann wollen wir wieder segnen sein, wer Gott für mich hat, zum Befreien. Das sind some Schutztiening, wo wir können uns Leben abstellen. Und das ist ein sehr wichtiger Area. Wir kennen davon viele andere. Und so ich auch laat sehe, das ist nicht unbedingt nötig, dass ihr kriegt diese Matten nehmen, was ich hier habe. Aber das tut uns halt anfangen zu denken an diesen Area, wo soll ich mein tun haben. Und dann steht Frauen, wo dich ohne Kant kann ich kommen, wo Frauen, wo wir trägt soll ich den Saaten, dass ich von der Kant wieder weich bleiben. En so einer wordt op beste wijze een leuwe touwwiet een hengstaal als touwwiet een ver. Waar we verzachtig zijn. Randweich van alle hoererie. Randweich van alle hoererie. Weet je niet dat de Heilige Geest in je Körper woont? En zo braucht je Körper Gott te verherrlichen. Gott als ons Fuder, als een levender Fuder, kämpft naar ons en zegt, pass op. Pass op, kind. Ik zend die zo goed. Pass op, du hast eine Kant. Pass op. Stell die in Schutz tun aan. Randweich. Wir werden abstimmen, wir werden beten. Gott, ich danke dir für dein Wort in diesem Area. Ich danke dir, dass du uns Weisheit geben darfst. Und ich danke dir, dass du uns leiten darfst in jeder Area von uns Leben. Und insbesondere in starken Area für uns. Und du hast uns Weisheit gegeben in dein Wort. Help uns dort zu glauben, help uns dort zu leben, help uns dort ernst zu nehmen. Dass wir nicht wollen, dich ohne Kant kommen sein, wo dich kommen. Dass wir nicht wollen, ob der Kant spielen und sein, dass wir nicht wollen, weil wir tun kriegen. Aber dass wir wollen einen Schutz tun, absagen. Heiliger Geist, red zu uns diesen Weg. Jeder ein von uns. Red zu uns und lehre uns, wo wir wollen können in diesen Area, einen Schutz tun für uns selbst abstellen. Und ich bete, dass wir dann horchen wollen, dort, wo die uns sein ist. Dankeschön für den